Geschichten uit onze Geschichte Nummer 19. Ditmal noch mehr von der damaligen Minenstadt Kusewiliatschik und von dem Schrotzwach, wo er über den mennonitischen Swiftcurrent in Manitoba-Kolonien und Chihuahua durch das Bustilstol ging. In der damaligen Minenstadt Kusi waren anfangs 1900 auch all gute Doktors. Und in den 1920er und 30er Jahren war wenigstens ein kusischer Doktor, ein Deutschländer. Unsere Mennoniten reden von diesem Doktor als Dr. Seifert. Diesen deutschen Doktor haben die Mennoniten viel gebraucht. Aus dem Quacktemok noch nicht Doktor schweren, manchmal auch bei schweren Geburten. Ein 93-jähriger Mann, der nun in Winkler, Manitoba wohnt, vertelt mir kurz davon, dort sei, haben seine Früh diesen Doktor Seifert haben von Kusi holen gelassen, als dort 1930 bei an einem Doktor gefehlt hat, bei der ersten Geburt, bei einem Porche. Er sagt, 3 Männer fuhren mit Pferd den ganzen Weg nach Kusi hin, sodass ein Mann mit dem Doktor in seinem Auto mitfahren kann, um den Weg nach uns zu wiesen, und dort nicht ein Mann allein den ganzen Weg mit Pferd zurückkommen braucht, bei Nachtzeit. In Kusewiliatschik, der damalige Minenstadt, waren auch jahrzehntelang allerhand große und kleine Handelsgeschäfte. Das war eine wachsende Stadt, so lange als die Goldmine da erfolgreich war. Die Mineneigentümer hatten, um ihre Stadt mit der Isarbahn zu verbinden, eine Bahnbühne gelassen von der damaligen San Antonio de los Arenales Bahnstation Bad Kusewiliatschik. Auf dieser Bahn fuhr regelmäßig ein Passagierzug, solange als die Minenstadt erfolgreich war. Mennonitische Pioniere sind in ihren ersten Jahren in Mexiko, eher dort in San Antonio gute Handelsgeschäfte gab, auch viel nach Kusi gefahren anschreiben. Viele fuhren mit eigenen Fahrzeugen dahin und andere fuhren mit ihren Fahrzeugen Bad San Antonio und fuhren dann von dort mit dem Zug Bad Kusi. Diese Isarbahn von San Antonio, dem loteren Quacktemok, nach Kusewiliatschik, wird loter abgebrochen. Dann die wird, als an der Kusi Goldmine nicht mehr gedonnen wird, ein sehr großes Port Staatsbewohner, Minenarbeiter und Geschäftsleute weggetragen werden und all die großen Handelsgeschäfte nicht mehr da wären, nicht mehr viel gebraucht. Bei uns Tüß wird das so, dass wenn die Kinder Teenagers werden, dann können die einmal mit dem Zug mitfahren von Quacktemok nach Kusi. Und ich lernte auch aldano, dass ich wo 13 waren. Aber nach eher, dort was da gekommen wäre, fuhr ich kein Zug mehr nach Kusi. Wohnen wir noch da, aber der Zug fuhr nicht mehr. In dieser Minenstadt wäre, als dort eine blühende, erfolgreiche Stadt wäre, sogar ein große Szene, eine Showhall, wie Mennoniten in Chihuahua nannten, ein Szene, ein Show oder eine Showhall. Von dieser damaligen Minenstadt Kusi sind 3 Seiten voll Bilder in dem geschichtlichen Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko. Diese Bilder können uns helfen, wenigstens ein Sinnbild zu kriegen von dem damaligen sehr bewegten Leben in dieser Minenstadt. Ohne die Doktors und Handelsgeschäfte in dieser Stadt und ohne die Isarbahn von San Antonio nach Kusi wären die Anfangsjahren für unsere Eltern und Großeltern in dem Bustilstol in Chihuahua bestimmt noch viel schwander gewesen. Als in den Lot 1930er Jahren der DARPA Silberfeld Nummer 26, Kronsgaard Nummer 27 und Weidenfeld Nummer 28 angelegt worden, dann wäre die Arbeit an der Kusi Goldmine also zu sein ganz zum Stillstand gekommen und sehr viele Geschäftsleute und Minenarbeiter wären von Kusi nach Quacktemok oder selbst wohin getroffen. Ein etliche von den mennonitischen Büros, wo in diese neue Dörfer ansiedelten, die kauften in Kusi billig, große, ladig gewordene Geschäftsgebiete, brücken die auf und brauchten dort Bühalt, um ihre Gebiete bühen auf ihre neue Büstätten.
Im Fahrjahr 1941 halb ich meinem Bruder Obram in Silberfeld, Nummer 26, erst seinen Stall abbühen und dann auch erste kleine Wohnhaus. Und mein Bruder wie auch einer von mehreren Ansiedlern in diesem Dorf, wohnen auch dort große Sine. Sie sehen die Showhall in Kussi gekauft haben. Sie brauchen das Gebiet auch doll und holden dort viele gute Bühaltene Hüs. Und ich erinnere mich daran, dass ich damals auch ein paar Mal mitgefahren bin nach Kussi und meinem Bruder dabei geholfen habe, eine für Bohlen und Breda mit dieser großen Showhall-Flur rütrieten, abladen und mitnehmen nach dem Niendorf Silberfeld. Ich habe damals als junger Jung gestaunt, wie viel sehr gute Bohlen und Breda an der großen Flur am Zine und angebaut worden wären. Und ich weiß auch noch, dass mir dort dabei abfällt, dass die viele 3- und 4-zahlige Nägel, mit wonen de Bohlen und Breda topgenägelt wären, alles 4-kantige Nägel wären, nicht runde, sodass ich die Bad durchgekannt habe. Wir brauchten unsere Nägel kleben und Nägelträger, um diese Nägel rauszutreiben. Und ich weiß noch, dass wenn so ein Nägel erst einmal losleitet am Halt, dann trug die viel leichter als der runde Nägel. Dann die wir längst haben, ein ganz klein bisschen Schrotz. Das heißt, die wir nur einen haben, immer ein ganz klein bisschen dünner. Ich und noch einer von meinen Brüdern halfen meinem Bruder Obram ab seine Büsteed in dem Niendorf Silberfeld beim Stall und Wohnhaus bühen. Als Bruder Obram, der Adobis in Silberfeld vor dich hat, und das Fundament von seinem Stall, dann fuhr wie 3 Brüder, ich glaube für 3 Wege, immer am Montag zum Marius von Blumenurt nach Silberfeld an, büden den Stall und Wohnhaus weg und brachten die Decke ab und fuhren dann Sinnabend nach Fasperwader zum Sonntag nach Blumenurt. In der ersten Weg schleift wie 3 Brüder so lang, bis wie die Dachbreder ab dem Schieneng vom Stall und abgenägelt haben, wie die Nobasch und die Schien. Und ich habe dort auch noch nicht vergeten, dass da an diese Nobasch im Hoverhack so viel Hopsflehen wären, dass wir da fast gar nicht schlucken können. Ich wäre sehr froh, dass wir von den Hopsflehen wegtreiben können, als wir nur atlige da über dort Schieneng vom Stall in Brederdach haben. Ich habe auch noch beholen, dass das Fundament von den dartig scheuen Stall allvordig wir, als wir 3 Brüder den ersten Montag zum Marius auf die Büsteden abkämen. Und auch, dass Bruder Obram und ich den Stallweg an diesem Tag 9 Schicht hoch abgemäht kriegen, während der andere Bruder an diesem Tag den ganzen Tag teilen fährt. Den zweiten Tag musste Bruder Knals aber auch beim Mieren helfen, weil Bruder Obram nicht mehr ohne Bügestall, ohne Skoffel, Hecher mieren kann und ihm dort auch noch einen Hand langer fehlt. Und nu wisst ihr dort, dass ich noch mal ein Körker, ein Kopf gewasst sie. Als wir 3 Brüder in Silberfeld für uns selbst dort Eten reiten mussten, für die 3 Weg, dann wie ich der Körker. Und von Tüß hat man uns an 2 Kreit über eine Schriebgläser Zucker und Salz mitgegeben. Ich dachte all, ich wusste in welchem Glas dort Salz wäre und in welchem dort Zucker. Aber als ich einen Morgen Schaubeln kriegte, dann schäde ich erst einen Lepel voll. Ich dachte Salz, mankte Schaubeln und schmeckte ein Stootje auf der all Salz genug wären, aber ich konnte kein Salz schmecken. Ich schäde noch einmal 2 Lepel voll nehmen, schmeckt weiter und ich schmeckte auch da noch kein Salz. So dass ich dort, ich weiß all nicht mehr wie viel Mal, und dann mit einmal dachte ich, erst einmal ich schmeckt Zucker. Aber ich schäde noch einmal ein paar Lepel voll nehmen, schmeckt weiter, und dann wusste ich, dass ich Zucker schmeckt. Und dass ich doch nicht gewusst hatte, in welchem Glas das Salz wäre. Und dann endlich schäde ich Salz mankte Schaubeln. Aber nu wir dort geworden. Das Salz kann ich mir den Seitengeschmack wegnehmen. Nu musst wir 3 Brüder uns dort zu checken, dass wir für die nächste paar Tage zum Mittag und der Abendkost Seite Schaubeln haben.
En nu nog war der Meier in dem langen Schrotzweg. De sehr viel gebrockter langer Schrotzweg, wo einmal von Baciniwa über Schrotz, über die mennonitische Swiftkurrent in Manitoba Siedlungen nach Quacktimok ging. Der ging durch das Weesland vom großen Bustius-Stol, all lang eher dort Mennoniten wohnten. Mexikanische Formen an der La Quemada in Baciniwa Gegend und an Gegenden noch wieder in der Nordwestrichtung. Die sahen diesen langen Schrotzweg als Ehrenweg an. Und als die Mennoniten den in den 1950er Jahren auf viele Städten anfangen zu verpflegen, um den abzuheben, dann wären viele Mexikaner noch sehr unzufrieden gewesen. Sie sehen so eine Dinge aus. Das Weg ist all uns Weg gewesen vor mehr als 100 Jahren. Unsere Vaters haben den all einmal gebraucht, und den ihre Vaters, unsere Großvaters, voran. Und nu will je uns den Weg nehmen. Einige Mexikaner und auch einige Mennoniten fuhren auf diesem verpflegten Weg am Anfang auch wieder her noch, wann der auf die verpflegte Enge auch sehr stockrig war. Aber aus jeder Jahr immer noch mehr Mennoniten diesen Weg auf ihrem Kerl verpflegten im Herbst, dann schickten Mexikaner und Mennoniten sich bald dazu, dass sie auf die Linien fahren mussten, wo der Weg immer hin in besser in Ordnung geholt wird. Und als dann noch bald der Weg von Rubio nach Quacktimok asphaltiert wird, und wenige Jahre später auch noch von Rubio bis Baciniwa, dann vergaten die Menschen, Mexikaner und Mennoniten, sehr bald, dort überhaupt mal ein Schrotzweg von Baciniwa nach Quacktimok durch die mennonitische Siedlungen gegangen wird. Von der weg weiten dort all nicht mehr viel Menschen, Mennoniten oder Mexikaner, dort das Weg mal durchgewast ist. Aber vor vielen Jahren war das ein sehr viel gebrauchter Weg, nicht mal von den Mexikanern, aber auch von den Mennoniten. Ich weiß noch, dass ich mal mitgefahren bin, wann unsere Eltern in Scheinburg Nummer 113 und in Scheindarp Nummer 115 ihre Verwandte besuchen fuhren. Ich glaube, dass wir im Lot August oder Anfang September 1936 oder 37, und ich erinnere mich noch klar daran, dass wir dabei auch das längste Eng auf diesem Schrotzweg fuhren. Und ich weiß auch noch, dass ich auf diese Spazierreise auf mehrere Städten ein Haag ob und zu merken musste. In Scheindarp Nummer 115 waren wir in diese Werk bei Predja Cornelius Schmetten wenigstens 3 oder 4 Mal zur Nacht. Unsere Mutter hat an diesem Dorf wenigstens 3 Enten Vaders und Vater hat auch 4 Peters Vaders, wo eine halbe Rampels wären. Und dann hat besonders Mutter auf der Swiftkurrent-Siedlung noch viele Kronen, Peters und Bickert Vaders und Cousinen, wo ein halber Radekops wären. Und wils Predja Cornelius Schmidt seine erste Früh unsere Mutter ihre Schwester war, wären auch Schmidten ihre Kinder sehr nah, und von daher wohnten auch mehrere in Scheindarp. Und wils Vater und Mutter beide so viele nahe Verwandte und Freunde hatten auf der Swiftkurrent-Siedlung, spazierten unsere Eltern in Predja Schmidten mehrere Jahre lang tauberam in der Swiftkurrent-Darpa. Unsere Eltern hatten da auch viele Freunde, wils sie mal etliche Jahre in der Swiftkurrent Reserve in Saskatchewan gewohnt hatten, wo Vater Schullehrer gewesen war. Und an diese Weg fuhren Knalls und uns Vater taub einen Tag mit Schmetten ihrem großen Bagger und 2 Pied nach Baciniwa hin, um dort Apfel anzukaufen für den Winter. Uns Vater bracht, ich glaube 8 oder 10 Sackvoll, meistens von den einfachen, sehr billigen, sogenannten mexikanischen Apfel. Aber Schmetten wären all nicht mehr so arm, die kauften all mehr von den Dierenapfel oder dierere Apfel. Unsere Eltern brachten ganz wenige von den diereren Apfel, bloß ein paar für jeder einem von uns zum schmecken. Nicht mal kauften die Eltern meistens mexikanische Apfel, weil die viel billiger wären, aber viel mehr noch, weil die viel länger abbewahrt werden können. Ich glaube, Onkel Knalls und uns Vater brachten mit Schmetten ihrem großen 2-sätzigen Baggetop
wenigstens 15 Sack voll Apfel Bad Scheindorf an diesem Tag. Aber wir hatten mal einen halbgroßen Bagger, in der wir, als wir nach Hause fuhren, ohne der Sack voll Apfel und auch hinter der Sack hoch beladen mit Sack voll Apfel. Ich glaube, das wären wenigstens 8 oder 10 Sack voll. Aber vielleicht noch mehr. Dann, der Sack wird so weit noch fern geschoben als möglich, sodass es ein bisschen kompliziert wäre für mich, zum rauf und wieder hinabkommen, wenn ich immer wieder ein Hack ob und zumerken musste, hinterwegs. Warum das mal bloß einer von uns mitfahren kann, oder das 5 Tarpa, oder warum das gerade ich wäre, der da mitfahren kann, das weiß ich nicht mehr. Das kann ich von der bloß nach Mutmoten. Und ich erkläre mir das nu ungefähr so. Erstens sollen auf unserem Bagger auf dem Trägwagen so viel Apfelraum haben als möglich. Und zweitens soll aber ein Junge mitfahren, zum hinterwegs all die Haks open zu merken. Und mein jüngerer Bruder wir wohl noch zu klein, um die Haks open zu merken. Und mein älterer Bruder muss vielleicht all thuis beim Besorgen helfen. Und er glaubt vielleicht auch all, dass er zu groß geworden wird, um zwischen der Älteren auf die erste Satz setzen. Und willst der Baggy so sehr voll Apfel gepackt wäre, wäre dort beim Trägfahren der einzige Raum für mich zum Setzen, zwischen meine Eltern auf der Baggy setzt. Als wir mit all diesen Apfeln in Haus gekommen wären, dann packt Mutter mit ihrer Deichter Taub die alle so an in unsere Büterste kommen, dass die lang waren, lang gut bleiben sollen. Und wir Kinder dürfen dann lang einmal jeden Tag jeder einen Apfel abbeten. Diese Apfel wären, wenn die Mexikaner die am Horst von ihren Bäumen plucken und verkauften, noch hart und rein. Aber wenn die in unsere Distre kommen, nur riebten, dann wurden die langsam immer mehr. In unsere büterste Distre kommen verpackten Mutter und Schwestern im Horst aber nicht nur die Apfel, aber auch viel, sehr viel Irrchocken, Jalmeeren, Kunst, Beiten und verschiedene andere Sachen. Meistens wären genug Irrchocken in unsere Komma, dass die so meist was im nächsten Fahrjahr regten. Aber ja in Latzt, so wenigstens als mir dort, wären dort manchmal doch all sehr verkrunzelte kleine Irrchockjes. Hier brech wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von, wo unsere Eltern und Großeltern fuhren Apfel ankeipen zum Winter und von ihrem vielen Raumspazieren, so es dort Mode wir, als wir in Chihuahua abwassen. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rempel.